Guten Morgen auch von meiner Seite. So groß ist der Herr. Und genau um das geht es heute Morgen, wenn wir miteinander den Bibeltext anschauen. Es geht darum, ihn berühmt zu machen. Er ist der Gott. You've done so great things. So grosse Sachen, die Gott macht und tut. Und ja, darum bin ich gespannt, mit euch jetzt in den Bibeltext hineinzutauchen. Aber zuerst möchte ich noch wissen, habt ihr euer Equipment da? Wer hat das Handy da? Wow, ich bin beruhigt, so könnt ihr online die Bibel anschauen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, ist eine gute Sache. Ich habe jetzt nicht die fromme Frage gestellt, wer hat seine Bibel dabei, aber dank diesen Geräten haben wir die Bibel immer dabei. Wir machen jetzt nicht miteinander ein Kahoot-Fragespiel, aber noch eine Frage habe ich. Und zwar, wer weiß, was das erste Wunder war, das Jesus gemacht hat? Ist es Totenauferweckung gewesen? Lazarus, komm rauf. Brotvermehrung, wer weiß es? Wer ist Bibelfest? Wow, Wasser zu Wein. Okay, jetzt dürft ihr eure Bibel vornehmen. Wir lesen miteinander aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 1. Am dritten Tag fand in Kanaan in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Dass sie dabei war, schon nur sie und der älteste Sohn, sagt, Maria war zu dem Zeitpunkt Witfrau schon. Der Josef ist gestorben, darum hat sie ihren ältesten Sohn dabei an dem Fest. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, alles, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es für die Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kanaan in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. In diesem ersten Kapitel vom Johannesevangelium geht es um Offenbarung. Er offenbart seine Herrlichkeit und seine Jünger glauben an ihn. Und jetzt könnt ihr das Kapitel vorblättern, im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, Vers 29. Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen. Von wem ist da die Rede? Da ist vom Johannes dem Täufer die Rede. Und wenn es heisst, am Tag darauf, heisst es hat ja noch einen Tag vorher gegeben. Also wir sind bereits schon am Tag 2. Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Der nicht erschaffene, dreieinige Gott, von Anfang an da. Wir lesen, am Anfang war das Wort. Jesus ist bei der Schöpfung schon da. Darum sagt Johannes, er ist vor mir gewesen. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er, Israel, offenbart wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam, wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht. Das ist ja schon noch speziell. Er ist der Cousin von Jesus. Ja, was ist denn das Problem? Also, wenn der Cousin nicht mehr kennt. Nein, es geht um tiefere Offenbarung. Und das lesen wir jetzt. Gott hat ihm nämlich gesagt, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihn bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe ihn gesehen und bezeugt. Dieser ist der Sohn Gottes. Also es geht nicht darum, der Johannes, der Täufer, hat begriffen, das ist nicht mein Cousin.
das ist zwar schon noch mein Cousin, aber das ist der Sohn von Gott. Ein tiefes Level von Offenbarung. Wow, das ist nicht einfach Jesus, mein Cousin, sondern das ist der Sohn Gottes. Wir lesen im Vers 35, am Tag darauf, die guten Rechner haben festgestellt, dass wir jetzt schon am 3. Tag sind. Da steht der Johannes wieder dort und 2 seiner Jünger standen bei ihm. Johannes der Täufer hat auch Jünger gehabt. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Sieht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Der Johannes der Täufer, der eben auch Jünger hatte, hat gesagt: Weisst du was? Ihr müsst nicht mir nachfolgen. Folgt dem Jesus nach. Vers 43, immer noch erstes Kapitel vom Johannesevangelium. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus und sagte: Folge mir nach. 4. Tag, Philippus ist Feuer und Flamme. Er stammt aus dem gleichen Dorf wie der Andreas und der Petrus. Und dann kommt der Philippus zum Nathanael und sagt: Wir haben den gesehen, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn von Josef aus Nazareth. Dann sagt der Nathanael: Geht's noch? Was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Dann sagt der Philippus, er lässt sich nicht abschütteln, er ist Feuer und Flamme von dem Jesus sein. Komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf ihn zukommen und sagte zu ihm: Siehe, ein echter Jude, ohne Falsch. Der Nathanael sagt: Woher kennst denn du mich? Jesus antwortete: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Wow. Der Nathanael antwortet: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen über den Menschensohn. Der kritische Nathanael: Hey, ich habe dich gesehen, dort wo er gar nicht hätte gesehen werden können, weil als er mit dem Philippus war, hat er Jesus noch gar nicht im Blick gehabt, aber Jesus hat ihn gesehen. Und das ist spannend, wie wir sehen, eins ums andere wird die Herrlichkeit von Jesus offenbart. Wenn wir denken an Weihnachten, Engelchör, Besuch von Hirten, grossen Gruppen, Weiss aus dem Morgenland, nachher mit 12 nochmal Auftritt im Tempel, Jesus beeindruckt die Schriftgelehrten mit seiner Weisheit, und nachher ist Sendepause. Dann ist der Jesus bis 30, wissen wir, in einem kleinen Kaff, in einer kleinen Stadt in Nazareth. Er ist Zimmermann, er ist Sohn von dem Josef. Manche denken, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und jetzt sehen wir, wie Schritt für Schritt Jesus die Bühne von der Öffentlichkeit betritt. Wie seine Herrlichkeit offenbar wird. Wie Menschen checken, hey, das ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, der Messias. Jetzt merken wir aber, 3. Tag, irgendwie stimmt die Tagesrechnung gar nicht. Und trotzdem heisst es, am 3. Tag fand eine Hochzeit statt. Also es war nicht der 3. Tag von der Hochzeit. Ich meine, das wäre auch schon mega peinlich gewesen, wenn am 3. Tag, die Juden haben mindestens 7 Tage Fest gemacht, wenn am 7. Tag der Wein ausgegangen ist, dann hast du also für dein Hochzeitsfest wirklich nicht gut geplant. Nein, das steht da nicht, aber es ist der 3. Tag. Und jetzt merken wir, wenn wir sonst die verschiedenen Evangelien lesen, wo einen sauberen historischen Abriss vom Leben von Jesus geben, dass der Johannes ein bisschen anders schreibt. Beim Johannes hat es viel Symbolik. Wir spüren irgendwie eine Tiefgründigkeit. Und wie in einem Tagebuch, ich weiß nicht, wer von euch Tagebuch macht, ist jeder Tag aufgeschrieben. Und es ist ihm wichtig, dass das der 3. Tag ist. Wir kommen ein bisschen durcheinander mit dieser Erzählung. Aber was ist der 3. Tag auch? Der 3. Tag ist der Tag von der Auferstehung, von der Offenbarung vom Auferstandenen. Da greift er wie vor. Der Jesus, der den Tod überwunden hat. Das ultimative Zeichen, dass Jesus Sohn Gottes ist, ja, dass er selber Gott ist.
Das bringt Thomas so gut zum Ausdruck. Wir nennen ihn manchmal, und das ist auch verkehrt, mindestens in dem Punkt, der ungläubige Thomas. Wenn er den Jesus berührt und die Hände in seine Unterleib, sagt er, mein Herr und mein Gott. Der dritte Tag ist die Offenbarung vom Auferstandenen. Jetzt, das macht ja so Pam, 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 die Begebenheiten. Der Täufer, die Taube vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Die Jünger, die berufen werden. Und dann das nächste Ereignis, ein Hochsieg. Eben, er zählt Tag, erster Tag, zweiter, dritter Tag. Aber der Name von dem Brautpaar steht zum Beispiel nicht drin. Das sind vielleicht auch nicht irgendwelche berühmten Leute gewesen. Warum ist denn die erste Begebenheit, die so ein Gewicht überkommt, wo Jesus sein erstes Zeichen tut, ein Hochsieg? Ist mir klar, für jedes Paar, das heiratet, ist die Hochsieg sicher ganz ein spezieller, besonderer, wunderbarer Tag. Aber ganz ehrlich, was macht der Hochsieg von deiner Cousine? Es ist vielleicht ein schönes Fest, aber ist das wirklich so wichtig? Ist das so wichtig, dass ein Hochsieg von irgendjemandem, der nicht einmal einen Namen trägt, in der Bibel erwähnt wird? Aber Gott interessiert sich für die Hochzeit. Er interessiert sich für ganz normale Menschen, so wie du und mich. Gott ist eben nicht so. Gott interessiert sich für dich und mich. Und noch mehr, er interessiert sich sogar für deine Pannen, Pech und Pleiten in deinem Leben. Hochsieg ist ein Bild, das schon im Alten Testament gebraucht wird, für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, Brut, Bräutigam. Jesus nimmt das Bild auf und vergleicht seine Liebe mit der Liebe von einem Mann zu seiner Brut. Und in der Offenbarung lesen wir dann von der Hochsieg vom Lamm. Da wird beschrieben die Vermählung von Jesus mit seiner Gemeinde, seiner Brut, und er sich eines Tages zu sich entgegenführt. Wenn wir so ein bisschen zusammenfassend sagen, so fängt Jesus sein öffentliches Wirken mit einer Hochsieg an und im ganz grossen Heilsplan endet die Geschichte mit einer Hochsieg, nämlich der Hochsieg vom Lamm im Himmel. So quasi die ganze Wirkungsgeschichte von Jesus eingerahmt von der ersten Hochsieg von uns kommunen Menschen, so wie du und ich, und dem grossen Showdown, dem grossen Finale von dieser grossen Schar von Menschen, und zwar nicht nur aus dem Kreuzpunkt, aus allen Nationen und Völkern, wo Menschen durch das teure Blut von Jesus erkauft sind und seine Brut ihm entgegengeführt wird und dann schließlich das große Hochsiegsfest im Himmel steigt. Gut, die Juden haben mit dem etwas anfangen mit dem Bild von dieser Hochsieg. Es mag sein, dass dir das vielleicht ein bisschen so, ja, ich kann jetzt nicht viel mit dem anfangen. Aber was es bedeutet ist, wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Gott liebt dich mit einer Leidenschaft. Gott will sich mit dir vermählen. Er will so eine enge, intime Beziehung haben, wie eine Brut mit dem Bräutigam. Er will sich mit dir vermählen. Er will so eine innige Beziehung haben. Er will nicht nur einen One-Night-Stand haben und dich nachher fallen lassen wie ein Herdöpfel, sondern er will eine echte, tiefe Beziehung haben. Vielleicht kannst du mit dem Bild mehr anfangen. Jetzt, warum ausgerechnet ein Weinwunder? Da würden wir als Christen vielleicht sagen, also wie, wenn, höchstens ein Gläschen, oder? Und vielleicht auch nur einmal pro Woche und nicht jeden Tag und so. Dann drückt der Doktor durch. Nein, ich denke, Wein, ja, ein Weinwunder. Das heisst nicht Rimus, das hätte uns vielleicht besser gepasst. Das wäre so ein bisschen schön christlich. Wenn sie schon so ein bisschen betrunken sind, dann bringen wir dann den Rimus, oder? Der Dionysios, der Weingott, und das haben die damaligen Leute geglaubt, der könne aus Wasser Wein machen. Ob er das je geschafft hat, das bezweifle ich. Wahrscheinlich hat er das ebenso wenig geschafft wie der Baal, dass trotz allen Verrenkungen der Baalspriester auf dem Karmel er es nie geschafft hat, dass Feuer vom Himmel gekommen ist. Dass aber Jahwe, der wahre, einzige Gott, dass er es geschafft hat, selbst triefend nasse Holz auf dem Altar mit Feuer vom Himmel können anzuzünden, so ist unser Gott.
Die Leute haben damals mal gewusst, wenn ein Gott auf die Welt kommt, dann braucht es einen Gottesbeweis. Ein legitimierendes Gotteszeichen. Was der Dionysios, das ist jetzt meine Meinung, ich wüsste nicht, dass es anders woanders würde stehen, nie geschafft hat, das passiert durch Jesus ganz im Verborgenen, im Hintergrund von einem tosenden Hochzeitsfest entsteht, wie um das Hochzeitsfest zu retten. Also, mag sein, dass wir als Christen vor allem massvoll vielleicht unser Problem haben mit dem Weinzeichen, aber die Juden und das jüdische Hochzeitsfest ist voll von Weinsymbolik. Nach der Verlobung, und das ist ziemlich ernst zugegangen, da hat man den Vertrag ausgearbeitet, den Ehevertrag, und wenn die Braut einverstanden war, dann hat man Braut und Bräutigam einen Kelch von Wein getrunken, der das gemeinsame Leben symbolisiert. Der zweite Kelch ist dann getrunken worden bei der Hochzeit. Und so ist der erste Kelch fast ein bisschen der Abendmahlkelch, nämlich der Verlobungskelch zwischen Jesus und seiner Brautgemeinde. Und der zweite Kelch, von dem heisst, Jesus sagt selber, ich werde erst wieder vom Wein trinken, mit euch zusammen im Reich vom Vater, eben bei der Hochzeit vom Lamm. Weil es eine jüdische Hochzeit war, hat es viele Regeln gegeben, hat die rituelle Reinigung dazugehört. Das war der Grund, warum es 6 Krüge hatte, und zwar schwere, grosse 100-Liter-Krüge, um die Festgemeinschaft auch durchzuputzen, richtig zu reinigen. Und das ist offenbar schon passiert, weil im Text heisst, die Krüge sind leer. Wir blenden nochmal zurück, was wir vorher gesehen haben, im 1. Kapitel Johannesevangelium, sagt Johannes der Täufer, ich taufe mit Wasser zur Buße, aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen oder die Schuhriemen zu lösen. Das ist ein Zeichen von tiefer Unterwürfigkeit. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das Wasserbad, die rituelle Reinigung, hat ausgedient. Jesus sagt auch, wer ganz gewaschen ist, wenn ich rein gewaschen habe, wenn ich jemanden rein gewaschen habe, dann ist er rein. Also das Gesetz mit diesen Reinigungsregeln ist nicht der Heilsweg. Interessant ist, dass es 6 Krüge sind, und da ist wieder Symbolik. Die Juden haben die Zahl 7 sehr viel beigemessen. Das ist die perfekte Zahl. Es ist wie ein Zeichen, das sind 6 Krüge. Die Reinigungsregeln, es langt nicht. Es ist nicht der perfekte Weg. Es ist wie noch unvollkommen. Und dann entstehen plötzlich aus Wasser Wein. Und zwar nicht einfach 2 Magnums, dass sie noch eine Stunde weiterfeiern können, sondern 600 Liter Wein, das ist also ziemlich viel. Wie entsteht normalerweise Wein? Ich kann auch erleben daheim und bin am schauen, dass das kommt, aber ich verstehe nicht allzu viel davon. Ich habe gestern mir von Samuel noch zeigen lassen, was man für Schösselung muss schneiden und so. Da ist ein Weinstock, daran sind Reben und aus dieser Verbindung reifen am Weinstock Trauben. Und vielleicht kennen die Einzelnen den Vers, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5. Ja, ohne Jesus können wir nichts tun. Könnt ihr nichts tun. Wir meinen manchmal, wir können noch ein bisschen etwas tun, nichts tun. Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt. Ihr seid vielleicht immer auf der Party. Vielleicht merken es erst ein paar wenige, dass man geistlich langsam auf dem Trockenen sitzt. Jedenfalls die Mutter von Jesus, Maria, Mütter haben für so etwas eine Nase, die merken das. Die merkt, dass etwas schief läuft und sie ist eine Frau von der Tat. Schliesslich hat sie als Witwe sich behaupten. Jesus, man müsste. Die Antwort von Jesus kommt in Mengen Übersetzungen sehr harsch über. Nein, das ist nicht frauenfeindlich. Er hat das auch ganz im Papi gesagt, jeder andere Person, was die neue Genfer Übersetzung wörtlich übersetzt heißt, was ist mir und dir gemeinsam, Frau? Er unterscheidet ganz klar
da gibt es eine göttliche Realität und eine menschliche Realität. Und die zwei Welten haben nichts miteinander zu tun. Das ist eine andere Denke. Und darum sagt er, was ist dir und mir gemeinsam? Das Statement ist wichtig, weil Gott lässt sich nicht einfach drängen. Er lässt nicht einfach sich befehlen, mach das, mach das, tu das. Ich hätte noch gern. Und Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das gibt es immer wieder im Leben. Die einen kennen das mehr, andere vielleicht weniger, weil Gott gnädig ist mit uns Ungeduldigen manchmal und manchmal Sachen schneller bringt als... Aber manchmal müssen wir warten. Und doch, in dieser Geschichte, im nächsten Moment ist es so weit und die Stunde ist gekommen, das Wunder passiert. Es gibt etliche Zeugen zu dem Gottesbeweis. Das ist nämlich eine Schar von Dienern und die haben 600 Liter Wasser angeschleppt. Also, ich meine, und ich nehme nicht an, dass sie die Gartenschlauch hatten, sondern da tust du dann, und so einfache Gartengüsskannen haben sie wahrscheinlich auch nicht gehabt. Also die sind gelaufen und haben es herbeigeschleppt und sie haben die Krüge auch nicht nur halb voll gefüllt, sondern randvoll gefüllt. Da ist kein Fake. Du kannst nicht 6 schwere Steinkrüge raustragen und mal schnell 6 Weinfässchen reinholen und dann geht die Party weiter. Die Diener haben gewusst, da drin ist Wasser, das haben wir reingefüllt bis zum Rand. Und jetzt sagt Jesus, schöpft und bringt es dem, der fürs Festmahl verantwortlich ist. Sie bringen es ihm, der kostet das Wasser. Für die Diener ist klar, da drin ist Wasser. Da ist Wasser drin. Wir haben ja Wasser reingefüllt und dann heisst es so einfach, und es war Wein. Ich habe die Geschichte sehr gern, je tiefer ich mich mit der beschäftigt habe, weil da so viel Symbolik drin ist. Wasser langt nicht für die Reinigung, für uns mit der Sünde abzuwaschen. Da ist die Symbolik vom Wasser von der Taufe. Die rituelle Reinigung, die kann dich nicht erlösen. Dann ist die Symbolik von dem Abendmahlkelch, von dem bitteren Kelch vom Leiden, wo Jesus ganz austrinkt, bis zuletzt. Der Wein, die Symbolik vom vergossenen Blut von Jesus, wo Jesus sagt, dies ist mein Blut des Neuen Testamentes, eben dem Verlobungsbund, dem Bund, welcher vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Ich sage euch, ich werde nun nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken, bis an dem Tag, in dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Matthäus 26, 28. So weist also das erste Wunder in Kana schon hin auf Abendmahl, Blut von Jesus und dereinst himmlisches Hochzeitsfest. Aber eben nochmal, muss es dann Alkohol sein? Eben, Rimus wäre uns vielleicht lieber gewesen. Wir sagen ja gern zu alkoholischen Getränken Spirituose. Da ist das latinische Wort drin, Spiritus. Wenn wir im ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium lesen, dann haben wir gesehen, Johannes tauft mit Wasser. Und das Weinwunder erinnert daran, Jesus ist der mit dem Geist tauft. Dann zeigt die Geschichte nochmal etwas mehr auf, die lebensbejahende Haltung von Gott. Er ist nicht gegen Fröhlichkeit und Festivität. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in voller Fülle haben. Johannes 10,10. Und ganz gegen alle Regeln, Gepflogenheiten, gibt es auf dieser Hochzeit nach dem schlechten Wein den besseren Wein, den Spitzenwein. So hat Gott auch etwas Besseres parat. Das Beste kommt zuletzt. Nicht alle Menschen leben auf einer Party, aber auch dann ist Jesus für dich da. Und wenn du noch ganz viel Spass im Leben hast und meinst, wow, und vielleicht gar nicht merkst, dass du bald auf dem Trockenen sitzt, dann lass dich nicht mit dem billigen Fussel abfüllen. Das, was dank Jesus nachher kommt, ist nämlich viel, viel besser als alles, was wir uns vorstellen können. Der Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief so, was kein Auge je gesehen hat, kein Ohr je gehört hat und was sich kein menschliches Herz kann ausdenken kann,
das bereitet Gott denen, die ihn lieben. Die alten Töpfe, der Weg, sich immer wieder selber zu reinigen, sich selber erlösen zu wollen, haben ausgedient. Jesus hat ein für alle Mal die Erlösung durch sein Opfer am Kreuz, durch sein Blutvergießen gebracht. Das ist wie in die Geschichte hineingewoben. Die Geschichte ist ein Teil von dieser Reihe, wie sich Jesus offenbart. Wow, das ist der Sohn Gottes. Seht das Lamm Gottes, mein Herr und mein Gott. Und vielleicht hat das heute Morgen etwas mit dir gemacht. Vielleicht bist du so kritisch gewesen wie der Nathanael und hast gesagt, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Ja, vielleicht okay, dass der Jesus ein guter Philosoph war, ein paar gute Gedanken hatte. Okay. Aber vielleicht ist es dir heute auch so gegangen, dass du irgendwie im tiefen Herz gemerkt hast, hey, mein Herr und mein Gott. Und ich möchte einen kurzen Moment einfach von der Stille nehmen, zum Platz gehen, dass Jesus dir das offenbaren kann. Und ich möchte kurz beten. Und wenn du merkst, das ist für dich dran, zu sagen, ja, Jesus, du bist das Lamm Gottes, du bist der Sohn Gottes, dass du das in deinem Herz festmachst und sagst, ja, Jesus, komm in mein Leben, du bist der Herr von meinem Leben. Ja, Jesus, du bist der Herr von meinem Leben. Du bist nicht nur ein Wundertäter, nicht ein Philosoph, nicht nur ein schöner Gedanke, sondern du bist der lebendige Gott. Und du willst die Herrschaft in meinem Leben übernehmen. Und du tust mich leidenschaftlich lieben und du willst eine innige Beziehung zu mir. Und ich sage ja. Und ich gebe dir mein Leben. Amen. Ja. Um das geht es. Wenn wir nicht die Bibel lesen, einfach damit wir ein schönes Buch lesen, sondern es geht um Offenbarung von Jesus überzukommen. Wer ist Jesus? So schön und so gut. Die Geschichte fasziniert mich noch wegen einem anderen kleinen Detail. Es hat dort einen Satz von der Maria, was heisst, alles, was er euch sagt, das tut. Oder in einer anderen Übersetzung heisst, was immer er euch sagt, das tut. Wir haben jetzt über das Erlösungswerk geredet von Jesus. Wir haben uns viel geistliche Gedanken gemacht, in Bilder geredet, in Symbolik geredet. Wir haben uns vielleicht auch theologisch ein bisschen ausgelassen. Aber morgen ist Montag und eine ganze Woche vor uns. Und jetzt geht es um Anwendung im Alltag. Anwendung im Alltag. Alles, was er euch sagt, das tut. Gott redet. Gott redet zu uns. Das muss er so wie annehmen. Aber es ist so. Gott redet schon seit aller Zeiten zu uns. Es heisst nämlich, und er sprach und es wurde. Dann heisst es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vieler Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, der als Erbe eingesetzt ist über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hebräer Kapitel 1. Also Gott hat immer wieder geredet. Propheten, durch die Bibel redet zu uns. Und wenn du es ein bisschen einfacher haben willst, das hat ein bisschen mehr Stallgeruch und ist einfach down to earth, heisst, Schaf wissen, wer sein Hirt ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, 27. Also hey, Gott redet. Vielleicht bist du noch nicht ganz so sicher. Und wir Schweizer haben ja eine der grössten Angst, dass wir einen Fehler machen könnten. Okay, oh ja, keinen Fehler machen. Oder es gibt eine einfache Regel. Es kann nicht sein, dass Gott seinem Wort widerspricht. Also wenn du einen Gedanken hast, etwas hörst, dann kann das nicht sein, dass das der Bibel, dem Wort Gottes widerspricht. Gott lügt nicht. Aber falls du mal ein bisschen falsch gehört haben, dann ist das auch nicht so schlimm. Wir orientieren uns an dem, weiter Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein ist, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Also das ist tick, check.
check. Okay. Also wenn es so ist, kann es nicht verkehrt sein. Da ist zum Beispiel jemand, und du merkst, du sollst dieser Person helfen, dann mach das. Das ist im Geist von Jesus entsprechend. Wenn du jemandem etwas schenkst, dann ist das auch, wie es Jesus will haben. Ich merke, da kommt manchmal bei mir der Radar und sagt, das ist sicher ein Drögler, der ist sicher alkoholabhängig, der braucht sicher... Egal, was wäre das Schlimmste? Das Schlimmste wäre, dass er mich vielleicht belügt, tatsächlich belügt. Betonung liegt, alles, was er euch sagt, das tut. Nicht 40%, nicht 50%. Und ich merke, ich kann da noch kräftig zulegen. Und jetzt kommt noch ein anderes Problem, nämlich mit dem Tun. Wer kennt das nicht? Da ist ein Gedanke, und wenn ich ihn in den ersten 10 Sekunden nicht packe, dann kommen so meine seelischen Argumente. Also, da habe ich jetzt wirklich gerade keine Zeit. Schließlich muss ich ja zum Tempeldienst eilen. Ich muss ja das noch machen, das noch machen. Da kommt sicher ein Samariter. Und wenn nicht ein Samariter vom Samariterverein Wedigen, dann mindestens ein barmherziger Samariter. Und für das und das haben wir ja eine soziale Institution. Oder? Wer kennt nicht die Argumente? Ich lege mir dann auch manchmal zurecht, ich habe falsch gelost. Nein, das Telefon muss ich jetzt nicht machen. Das ist nicht so wichtig. Und übrigens, die Telefone mit dieser Person gehen immer so lang und die Person ist so kompliziert und so mühsam und für das habe ich wirklich jetzt keine Lust und keine Zeit. Und ich bin sowieso sicher, der Godi hat dieser Person schon sicher angerufen. Weil der Godi, unser Diakon, der macht das ja so super, oder? Und schon ist ein möglicherweise göttlicher Gedanke ganz geerdet, abgelenkt und abgewehrt worden. Alles, was er euch sagt, das tut. Ich glaube, Gott redet viel mehr zu uns, als ich und du sich das bewusst sind. Und so falsch können wir gar nicht liegen, wenn wir nach Jesus seiner Gesinnung gehen und mit ihm übereinstimmen. Es gibt ja noch ein weiteres Problem mit unserem Verstand. Und dann müssen wir manchmal auch predigen. Wie sinnvoll ist es, einem Tafelmeister, einem Sommelier, der den ausgeprägtesten Geschmackssinn hat, zum können ganz genau sagen, das ist ein Chateauneuf de Pape, 54er Jahrgang. Oder dem Wasser servieren und meinen, das geht noch so durch. Das ist genauso verkehrt wie Kunstfleisch ist niemals Fleisch und Wasser ist niemals Wein. Und jetzt stehst du vor einem Roten Meer und hinter dir ein Heer von Ägyptern und du hast ein kleines Rütli aufs Meer und glaubst, jetzt geht eine Autobahn auf, dass du durchlaufen kannst. Oder es wird noch verrückter, deine Leute verdursten in der Wüste, da ist ein Fels und du meinst mit einem kleinen Rütli und dort auf den Fels zu hauen und dann kommt Wasser raus. Ebdinger, Elmer, Zitron, alles was du willst. Wie ist das mit unserem Verstand? Und jetzt wird es nochmal anders, oder? Jetzt lesen wir im 1. Könige, Kapitel 17, Vers 21. Da ist ein Bub gestorben und der Elia, der weiss nichts besser, als sich 3-mal über das Kind zu beugen und 3-mal auf ihn zu liegen und rufen, Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke den Bub wieder zum Leben. Wenn man doch genau weiss, dass man in der Reanimation mindestens 30-mal muss drücken und 20-mal muss pusten und stay alive, stay alive, stay alive. Nein, das ist es nicht. Da macht uns unser Verstand einen Strich durch die Rechnung. Und wenn wir dann noch Liga höher gehen, und dann stehen wir vor einem Grab und der Lazarus ist 3 Tage gestorben, und dann rufen wir raus, Lazarus, komm raus, und dann haben wir noch die Frechheit, den Stein führen zu tun. Weißt du, wie das stinkt? Also dort kommen wir sicher ein Problem mit unserem Verstand über. Gott ist einfach manchmal anders als wir. Und wir sollen lernen, alles, was er euch sagt, das tut. Nicht sofern es euch vernünftig erscheint. Ich habe da manchmal Mühe. Aber mein Verstand ist nicht über dem Verstand von Gott. Eben, alles, was er euch sagt, das tut. Und nicht sofern es dir vernünftig erscheint. Ich freue mich auf den Moment, wo wir einander erzählen, was wir alles so erleben, wenn wir da drin wachsen,
man könnte das 10-Sekunden-Prinzip nennen, das anzuwenden. Nämlich, wenn ein Gedanke in deinen Kopf kommt, in dein Herz kommt, in den ersten 10 Sekunden zu entscheiden, jawohl, er stimmt mit dem Gedanken von Jesus überein, mit der Haltung von Jesus, mit dem Geist von Jesus überein. Ich packe und ich entscheide mich zu handeln. Katrin und ich, wir erzählen dann immer wieder Geschichten, das ist sehr ermutigend, wir sind ganz am Anfang. Aber es ist mega genial, was Gott tut, wenn man plötzlich zur richtigen Zeit, im richtigen Moment jemandem anläutet, etwas tut. Alles, was er euch sagt, das tut. Und wenn wir nicht immer alles abtun, sofort zerredet und nach einer Ausrede suchen. Bist du parat? Find's raus, wie Gott zu dir redet und wird mutig. Er ist bei dir. Amen.